Die Duelle gehen weiter, Freunde. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards sind wir bereits bei der 3. Etage soweit fertig und können bald schon in die 4. Etage aufbrechen. Yeah, es war jetzt schon mal so gut. Was noch ein bisschen stört, ist halt die Tatsache, dass wir hier noch nicht so überall durchkommen. Ihr seht schon, dass da irgendwie noch ein paar Objekte für uns da wären. Die Frage ist bloß, wie kommen wir da hin? Ich meine, hierhin schon, aber genau, hier braucht nicht. Was? Göttlicher Drache Aquabissar. Okay, sagen wir jetzt gerade gar nichts, das Monster. Was ist denn das? Goyo-Weg, den wollen wir haben, ja. Wieso bin ich noch nicht vor auf die Idee gekommen? Okay. Da wäre ich wohl ein bisschen, naja, was soll ich fortsetzen? War ich wohl nicht gerade auf der Höhe. Majestätischer Drache halt. Moment mal, der hat nur 1500 Angriffspunkte. Sprich, es ist doch ein lahmes Monster, oder, naja. Sagen wir so, für ein Drachendeck eigentlich wäre es vielleicht noch gut, aber für unser aktuelles Deck eher ein bisschen nicht das Wahre. Was kann noch gucken wollte, kann das nie irgendwie so, kann man schon irgendwie. Ja, wollte ich mal gucken, was jetzt da eigentlich rechts unten im Feld ist, aber okay, das haben wir aber schon mal angeschaut. Mir scheint nichts Besonderes, gehe ich mal dahin und da ist er Leo. Na, Kleiner? Ich bin total fertig, meine Trends sind einfach zu stark. Ich glaube, ich hole mich ein bisschen aus, wa? Oder holst du dich auch raus, Michael? Bleiben wir einfach ein bisschen hier. Und chillen. Ja, wieso eigentlich nicht? Okay, es hat kurzes Chillen leider. Das Zielfeld. Jetzt haben wir 9, also Roulette gedreht, 17 Erfahrungspunkte, Bonuspunkte, yeah, Mann. Das schreit doch eine neue Karte. Neue Karten ansehen, okay. Welche kriegen wir? Ja, Majestät. Ah, nein, also der. Der majestätische Drache, der Empfänger. Dieses kann ja nicht als. Was kann nicht als ein Synchronmodell benutzt werden, außer die Synchrobeschwörung eines majestätischen Monsters. Wie zum Beispiel majestätischen Sternstabdrachen, wa? Ja, jetzt habe ich irgendwie so im Hinterkopf habe ich noch irgendwas, was irgendwie, war irgendwie so eine Idee, die ich hatte. Ich beschwören, aber war das irgendwie ein Déjà-vu? Das war ein Déjà-vu aus irgendeinem frühen Yu-Gi-Oh! Teil, weiß bloß immer welchen. Na, ist egal, werden sich noch irgendwie wieder herausfinden, sobald wir das Monster ein bisschen synchronisieren. So, 4E, ja, wenn wir behaupten, wir sind bald schon fertig, Leute. Ich meine, das irgendwie, ja, man sieht schon, wir haben theoretisch noch einen Slot frei für 5E oder Dach von Yggdrasil, wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass da noch höher gehen würde, also von dem her. 4E, die zweitletzte Etage. Let's fight! Yggdrasil 4E. Oh, jetzt ein paar neue Duellanten, wie es aussieht. Boah, ich hab's geschafft. Nur so gerade eben. Wie traurig, du bist letzter. Sag's nicht zu Mina. Die Puppe ist ziemlich stark. Das stimmt. Ein normaler Mensch kann gegen sie nicht viel ausrichten. Auf jeden Fall bin ich beeindruckt. Du schlägst dich sehr gut, Mina. Das ist doch kein Wunder, da ich mehr Zeit an der Seite des Kings als sonst immer verbracht habe. Ich habe all seine Aktionen beobachtet. Du kannst auch ein paar Sachen lernen, wenn du Miss Atlas beobachtest. Ja, aber beim nächsten Mal komme ich als erstes ins erste Stockwerk. Warte nur ab. Wer es glaubt. Nee, es hat ein alter Mann an ihrem Finger gewickelt, wa? Wenn du sie was umhergeschaut, das wäre ja sein Erzfeind, oder? Er hat ihn zum Beispiel Satellite-Abschaum genannt. Ja, das waren noch Zeiten. Meine Damen und Herren, es bleiben noch 2 Stockwerke in Yggdrasil. In diesem Stockwerk müsst ihr gegen 3 Transcender antreten. Wow, ist ja total was Neues, ist total innovativ, ey. Welcher Duellant wird die Nummer 1 im Duell der Legenden Cup und kämpft gegen mich? Ich erwarte den Sieg im obersten Stockwerk. Ja, genau, was auch geschieht, ich muss Mina zeigen, dass ich mit Holz geschnitzt bin. Komm auf den ersten Platz, Mina, du wirst es sehen. Okay. Odin? Aber nicht der Odin, der Vater von Thor und so. Was ist los, ich sehe? Gar nichts. Da bildet mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Komm schon, beeil dich, Jose. Ja, schon gut, ich komme. Das ist also Yusei Fudo, der derzeitige King. Er sieht so aus, als wüsste er, was er tut. Ja, wenn ich ihm
Außenwelten ergreifen kann, wenn meine Pläne sicher aufgehen, wenn es an der Zeit ist. Von Michael mal ganz zu schweigen. Er scheint genügend Macht zu haben, um es sogar mit den Außenwelten selbst aufnehmen zu können. Sehr interessant. Ich werde die Macht von Michael persönlich auf die Probe stellen müssen. Was denn Macht mit einem Nundualand? Fertig! Crazy Typ, Moment überhaupt. Ah, da links oben sehe ich gerade. 7, schon mal eine sehr gute Zahl. Trudge Club machen. Goyo sich. Ey, Mann, das ist mein Monster! Du Arsch, komm mal auf meinen Goyo-Wächter. Glaub's auch. Hör aus dem Weg, ich bring ihn, der mir im Weg steht, in den Knast. Achso, ich dachte gerade, naja, du würdest ihn. Hey du, komm so aus dem Weg. Oh je, der Trudgy-Line. Okay, will ernsthaft Mütze haben, von mir aus, kein Problem. Schere, Stein, Papier und Folgelust. Dazu noch der erste. Und es ist Zeit für ein Duell. Synchro 2 vs. Goyo-Sicherheit. Jetzt bist du dabei, Mann. Ach, du hast wieder gar nichts Neues. Oh, Wellbewegungsdiffusion. Endlich haben wir sie mal. Ganz geil. Tja, aber sonst sieht es relativ scheppig aus. Okay, als erstes aktiviere ich mal meine nette Zauberkarte Wellbewegungsdiffusion. Wellbewegungskanon natürlich, Entschuldigung. Dann rufe ich Breaker, den magischen Krieger, im Angriffsmodus. Und das war's das erste Mal. Okay, mal gucken, ich jetzt Wellbewegungskanone 8 Züge lang auf dem Feld lasse. Macht sie bei Trudge einen Schaden von 8000, müssen wir mal reinziehen. Das ist doch echt übel. Und ich bin gespannt, kann wohl meine Zauberkarte ausnocken oder hat er überhaupt keine vernichtende Karte bei sich? Fangen wir Fragen. Tja, was mache ich jetzt? Eine verdeckte Karte zerstören oder auf Risiko gehen? Nur gehen wir noch Risiko. Breaker, der magische Krieger, greift sein verdecktes Monster an mit magischer Klingenattacke. Wow, er hat es ja voll gebracht, Kumpel. Das war ja super. Super einfach. Na gut, dann ist noch ein Monster verdeckt. Und wende meinen Zug. Ja, ein ganz schwaches Monster, wie es aussieht, wa? Ich vernichte dich! Nein, bitte nicht! Ich hab dir gar nichts getan! Mein Breaker, es tut mir so leid! Mein mächtiger Breaker einfach so, naja, ausgebreakt halt. Was mach ich denn jetzt Schönes? Oh, Kanzerstörung? Ich weiß nicht, ich könnte theoretisch für die Armee spielen, dann weiter einen Krieger rufen, eine Synchro beschwören, das würde zwar gehen, aber nee, wie ist das? Momentan bin ich doch eher noch... Dazu mal noch ein bisschen auszuharren. Ich beende meinen Zug. Wer macht wohl den ersten Treffer? Wer schafft seinen Gegner den ersten Schaden zu... So ein schwaches Vieh setzt da ein. Okay, ich mache den ersten Schaden. Ich vernichte dich! Nö. Glaube ich eher weniger. Was? Nein! Das gibt's nicht. Ah, das kitzelt. Momentan vielleicht noch, aber bald wird schon ein bisschen mehr tun. Noch eine verdeckte Karte, der nervt und nervt. Es hört nicht auf. Möbius. Servus, Kumpel. Na, wie geht's denn so? Und dann kann man so nehmen. Moment. Das wird doch gehen. Moment. So. Ich aktiviere zuerst mal die Zauberkarte Spalt. Und nun spiele ich die Zauberkarte Seichtes Grab. So, kann jeder von unseren Monstern einen Friedhof wählen und es verdeckt im Verteidigungsmodus aufrufen. Oder wohl ersetzen, wa?
Sehr schön. Dann opfere ich mein verdecktes Monster und rufe Möbius. Den Frostmonarchen. Immerhin sind 2 verdeckte Karten, also ist doch schon mal nicht so übel. Wenn ich meine Mutter, man glaubt die 2 mittleren, war. Oh nee. Ausgerechnet die Karte muss das sein. Ausgerechnet die Karte, Mensch, das gibt's. Es gibt so viele Karten, die er jetzt irgendwie verdeckt irgendwie haben können, aber nee, muss natürlich genau die Karte sein, im Prinzip genau für diese Art von Monster. Da spricht die Monarchen eigentlich, ja, seht ihr im Titelbild, ist ja auch schon der Sturmmonarch, ist ja schon wieder Reiser, glaube ich, ist ja darauf abgebildet. Oh Mensch, was mache ich jetzt? Ja, aushauen, wäre eine Idee. So, Zug beendet. Wird sogar ein bisschen Schaden reinkloppen, ich weiß, aber spielt keine Rolle. Wir haben noch genug, um im Schaden reinzuwirken. Tayun, was nun? Da war ich mich auch. Ich vernichte dich. Schon wieder? Kann einen Sprüche auf Lager oder was? I'll destroy you! Ja, ja, schon gut. Aua! Und noch einmal, Menschenskind, hey, gebt ihm mal nochmal einen neuen Text, das gibt's ja nicht, hey. Das hast Zwerchfell, aua. So, Zug beendet, du bist erledigt, Mann. Ja, das glaube ich irgendwie weniger. Geisterwach, okay, bereits 4, sehr schön. Ich aktiviere die Zauberkarte Verstärkung für die Armee. Freunde, ich habe einen ganz neuen fiesen Trick. Oh ja, jetzt ist mir gerade etwas eingefallen. Das war echt fies. Genau. Machen doppelten Schutz. Gar keine Chance mehr. Nun rufe ich den blinden Captain im Angriffsmodus. Aktiviert eine besondere Fähigkeit, wodurch ich noch einen Captain aufrufen kann. Tja. Jetzt ist wieder ganz doof, wa? Und mit 2 Captains Twatch hast du überhaupt keine Chance mehr. So, Zug beendet. Jetzt ist Twatch am Arsch, er kann gar nichts mehr tun. Naja, könnte schon, aber ob er es auch schafft, ist eine andere Frage. Tja. Er hat die ultimative Verteidigung. Ich habe meine Kanone in der Hinterhand, es läuft alles supi. Okay, Gaia war jetzt ein bisschen doof, dass ich gerade den jetzt ziehen musste, und vielleicht später ein bisschen besser gewesen. Jetzt mal mit dem Captain hier nochmal auf den Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Na, Trotsch sieht's aus. Komm schon, Goju-Wächter, ruf ihn doch, versuch's doch. Versuch's gar nicht. So denn nicht? Das ist ja fast schon ein bisschen sehr doof, also mit den Karten hier machen. Keinen Schimmer, ey, keinen Schimmer. Ich ziehe ein Monster nach dem anderen, aber einfach kein Empfängermonster. Quatsch, macht auch nichts mehr. Der hat doch keinen Bock mehr. Oh, Feinkontrolle. Das könnte unter Umständen noch ganz cool werden. Nee, wisst ihr was? Ich spiele die mal verdeckt. Und beende nochmal meinen Zug zum letzten Mal. Denn im nächsten Zug, da ist er da. Da beende ich echt das Duell, Freunde, ohne ein einziges Mal angegriffen zu haben. Ist das nicht ein Empfängermonster? Nö, nicht gut, echt. Okay, Rückkehr des Kriegers, eine coole Karte, nö, reicht schon. Ja, was bringt das? Ist klar, einfach nur Monster gerufen, damit er was gerufen hat. Geil, was? Sehr geil. Tja, Freunde, es ist vorbei.
Der Zähler ist auf 8 und das heißt, Twatsch kriegt ganz eine Menge Schaden. Tschüssikowski, Twatsch. Das gibt's nicht. Und wie es das gibt. Nein, wie konnte ich? Mina, sie wird mich niemals lieben. Da hast du wohl recht. Ja, schon fies, wa? Und, wow, wie viele DP ist ja geil. Keine Fallkartenbonus, Tributbeschwörung-Bonus, Stufenbonus, Rundenbonus, Duellantenbonus, Bonus, Bonus, Bonus. Was, du kannst es wagen, meine Autorität anzuzweifeln? Nein! Grill. Und weg ist er. So, wo geht's jetzt noch hin? Haben wir das Monster, das hier gefordert wird? Gedankenherrsch, Erzunterwäldler. Haben wir den? Nö. Das ist doch doof, Mann. Hey, aber vielleicht können wir sogar noch ziehen. Was meint ihr, Freunde? Könnt ihr sein. Erstmal kurz in den Shop vorbei gucken. Mal ein kleines Päckchen kaufen. Yeah! Wie sieht es jetzt aus? Jetzt sind neue Karten irgendwie was? Muss nur ganz aufladen, haben wir die Chance nicht. Limitierter Pack. Nach Beginning, ja. Alter, wir fängt irgendwie. Wo ist denn das? Fängt mit dem Sternstabdrachen drauf? Crimson Crisis, Wedging Battle. Dicke Prophezeiungen. Mann, ich will doch den Rotdrachen Erz und so weiter. Den gibt's doch nur in diesem Hus mit dem Sternstabdrachen drin. Menno. Na, versuch's mal so. Und hier noch 5. So, mal gucken, was haben wir jetzt Schönes? Gib dem Papa nette Karten. Wo ist der antike Feendrache? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er, der antike Feendrache. Yes. Wobei, der antike Feendrache würde es eigentlich nur dann bringen, wenn wir auch irgendwie, Mantel Gerechtigkeit, okay. Er würde es eigentlich nur dann bringen, wenn wir auch eine Feldzauberkarte hätten. Oder ein paar zumindest. Sonst bringt es den eigentlich nicht so viel. Poseidon-Riesenkäfer, ja. Dragogening 1 zurück und... Oh. Ganz schwache Karten. Ein bisschen stärkere. Flink und Momonga kann man auch ganz gut im Deck spielen, in einem Erddeck. Geht das ganz gut. Topf der Gier, ich werde wahnsinnig und Riesenbazille. Sanger des Donners, auf der Meeresjäger, ja, okay, also was haben wir so für noch coole Karten? Kuribon, yay! Mahawailo, Mottenlove, Narrenlord. Was für ein Nahe. Riesenbazille, oh Mensch, war mein Finsternis-Deck unbedingt zu empfehlen, Freunde. Und auch in Kombination natürlich mit Grünper-Synchronisierer. Und der Crash-Fallenkarte, einfach nur super Karte, hey. Finsternis-Deck fällt mir gerade auf. Also da fehlen natürlich noch ein paar mystische Tomaten und auch der finster bewaffnete Drache fällt mir dazu noch. Die hoffen wir, dass wir den auch schon mal bald bekommen, wa? Nicht Einhorn, okay. Ritualmonster, war sowieso keiner. Maske der Hand, Schildschüsse haben wir bereits alles. Und wo ist der Topf der Gier? Wo ist der Topf der Gier? Hier ist aber auch verboten. Also die Frage, nehme ich jetzt einen Topf der Gier oder eine andere Zauberkarte? Also sprich natürlich, ihr wisst schon. Genau, das. Freundliche Wohltat, wollte ich gerade sagen. Oder elegante Wohltat, wie es im Original heißt. Nee, anscheinend austeilen. Der Bandkreis, hier, faszinierender Kreis. Flammwellkonto. Okay. Ja, gute Frage. Und der antike Feendrach. Einfach zu kannst du der Monsterstufe 4 und deine Hand beschwören. Was einem Spielzug kannst du eine Spielfeldzauberkarte zerstören?
So einen Effekt hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, hä? Oh, einmal einem Spielzug kannst du ein Monsterstufe 4 niedriger Spezialbestand in der Hand beschwören. Der könnte ja unter Umständen doch noch ganz nützlich sein in meinem Deck, wa? Du kannst in dem Spiel, in dem dieser Effekt aktiviert wurde, keine Battlephase durchführen. Okay, natürlich dümmer, aber trotzdem wäre es eine Variante. Topf Zekier, freundlicher Wohltat. Mein freundlicher Wohltat kann immer noch ein paar Karten abwerfen, was auch mitunter ganz gut sein kann. Ja, wie gesagt, kann. Es muss nicht, aber kann. So, dann gibt ihr hier soweit alles. Nehmen wir noch ein paar hiervon. Und gehen hier noch limitierter Pack, was hier noch alles Schönes drin hat. Tja. Nachher ist der Part auch schon wieder vorbei. Eine Riesentornade. Naja. Das schwarze Loch. Die maskierte Bestie, ja. Ja, eine Karte man natürlich immer wieder sieht im Duell. Ja. In der Yu-Gi-Oh! Welt so herum. Schnellspannritter. Diese Karten, die meisten sagen mir gar nichts mehr. Schon verrückt, hey. Was man alles vergessen kann. Na, also gerade viel war es ja auch nicht. Ich habe so ein neues Teil der Episode bekommen, aber trotzdem. Elementarheld Knospe. Ja, Jaden hier ein neues Elementarmonster. Verliert ein offenes Monster, der Gegner koloniert 500 Angriffspunkte. Schnellspannritter. Ja, aber es ist ein Maschinenmonster. Oh Mensch, wäre sonst noch geil gewesen, wenn es Krieger gewesen wäre. Naja. Was hat sonst noch? Uferschildkröte, auch nichts Neues. Ein Feuerdeck, okay. Wieso eigentlich nicht? Kann man ja trotzdem alles am Hinterkopf noch behalten. So, Zauberkarten, ja, Valhalla, schwarzes Loch natürlich auch verboten, ganz klar. Wie sieht denn eigentlich mit Riesentornado aus? Oh, einmal erlaubt. Aber bereits. Das Märchen ist von Yatagarasu. Ja, die Geistermonster. Ja. Das sind auch noch Dinge. So, wenn wir sagen, das war's für heute, Freunde. Im nächsten Part gucken wir ganz kurz an, was wir da an unserem Deck Neues machen können. Und dann geht's ja bereits weiter hier in der 4. Etage gegen weitere Gegner und dann natürlich noch gegen Crow. Das wird natürlich auch noch ein spannendes Duell werden. Und wer dieser Odin ist, ich habe keine Ahnung, Freunde, werden es sicher noch rausfinden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen!